Ja und? Wo ist er? Zombie, geh raus. Wobei, hätte nicht sagen sollen. Ja, schön. Alle, war mich. Ja, ist ja gut. Ich geh schon. Mein Gott. Ich bin ja relativ unbeliebt, ha? Wer noch? Moment. Jetzt hat. Immer wenn er den Stich macht, mal zuhauen. Das ist meine Chance. Ich kann ja eigentlich, warte mal. Ich brauche doch gar keine Fackel mehr. Und noch das da. Pass auf. Abri, Kadabri. Und dann haben wir Licht. Schau das. Mittlerweile kann ich's. Und es sollte nach Adam und Riese noch ein Zombie von mir sein. Fürs Erste. Wo ist der? Ja gut. Bisschen viel Zeit. Es sind 2 oder 3. Ja gut, es sind 4. Scheiße. Gegen 2 habe ich keine Chance. Ja, das ist das Problem, gell? Der eine wehrt ab und die andere Sau haut zu. Was haben wir? Fällst du mal um, ha? Zwei auf einen Streich. Geh noch. Geh noch auf. Es ist doch ein bisschen beengt, gell, zum Kämpfer. Mal zugeben. Zu dem Dunkel. Oh Gott, der schafft mich. Donik, Alter. Das war auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit. Machen wir es altmodisch. Die romantische Nummer. Oh Gott, ich höre schon wieder. Wie weit Zombies sind's denn? Ah, ich seh's schon. Ganz auf. Und dann auch noch dieses blöde Skelett. Ja, da. Du Hirn. Wird auch noch lästig, ha? Oh Gott! Ich befürchte, das ist ein großer Minuspunkt, oder? Bei Gothic 3. Dass du nur mehr gegen einen Gegner kämpfen kannst. Weil bei mehr Gegnern wird irgendwie aufgeschmissen. Ja, warte mal. Mein Schnaps. Kommt jeder her. Er hat nicht gewartet, ha? War mit da besaufen.
Und gleich nochmal saufen. Weg das. Jetzt müsste doch irgendwann mal dieser Tempel sauber sein, oder? Da bei Morna. Wo bin ich jetzt? Moment. War der falsche Weg. Und da haben wir auch keine Schätze. Oh Gott. Da haben wir einen Hohepriester. Nein. Jetzt mache ich meinen Zauber. Sag mal. Mein Zauber bitte. Wo ist er? Dieser Hohepriester, der steht unten um sich schön und zaubert beim Blöder. Da geht er gleich. Dieser Schweinepriester. Weg das. Der verfluchte. Der verfluchte Schweinepriester. Oh Gott, diese blöden Skelette. Immer alle auf einmal. Eins noch. Keins mehr. Kommt der noch. Moment, mit Geduld. Weg das. Mit Geduld schaffen wir's. Jetzt habe ich diesen Hohepriester umgefuchtelt. Weg das, da liegt er. Wer? Zombie natürlich. Wer sonst? Natürlich sind Zombies. Und gemein auch noch. Sag mal. Scheiße. Wer hat das Licht geschalten? Ja, warte mal. Ich mach mal Zunder. Weg das. Eine lebende Fackel. Jetzt allerdings tot. Ja, sag mal, noch einer. Nicht aufhören. Werde ich bald wahnsinnig. Die blöden Zombies. Hab ich schon ein paar Mal gesagt, gell? Und das ist jetzt die letzte Grabkammer, oder wie? Ja, und jetzt? War das alles? Ja, wie jetzt? Jetzt bin ich gerade da reingelaufen und mehr haben wir nicht. Wie darf das wahr sein? Jetzt hätte ich gemeint, da wartet ein Schatz auf mich oder so. Ich sag mal, gibt es einen versteckten Schalter oder so, ha? Oder war das wirklich alles? Kann das sein?
Es scheint nicht mehr zu geben, schön. Das war's schon. Keine versteckten Schalter. Aber man da meinen, über Türen schön. Ich meine, es ist offensichtlich, oder? Dass Türen sind. Ob man es aufmachen kann, ist die andere Frage. Ich finde nichts. Ja, pass mal auf. Was habe ich denn da? Der Verfluchte, das war das. Dolok. Ach so, dieser Dolok, der hat mir geholfen schon. Na gut. Ich hab's auf eigene Faust erledigt. Nein, das ist weg. Aber, mehr haben wir nicht. Jetzt habe ich gerade alles umgeknüppelt. Da muss ich zugeben, da waren die Tempel bei Gothic 2 bisschen interessanter, gell? Sag das, wir haben nichts mehr. Das war's schon mit diesem Tempel. Oder ich hab was übersehen. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall habe ich einen Levelanstieg, sagt das. Stufe 47. Und 10 neue Lernpunkte. Ja, warte mal. Da laufen wir nicht Fuß. Wir fliegen. Und zwar zurück nach Bensala. Jetzt ist natürlich die Frage, wen interessiert ist, da ich diesen Tempel gesäubert habe. Ihm nicht. Wo ist denn dieser Dolok? Oh Gott, es ruckelt. Er sagt mal, Burm, kennst du das Dolok? So, der stinkende Ochse. Was ist das? Bananen. Lauter Beuten. Die interessieren mich gerade für Gold. Daro. Was treibt dich an diesem verfluchten Ort? Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote. Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Gehe und sieh nach, ob noch jemand lebt. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Ja Gott, das haben wir schon gemacht, gell? Deine Männer sind tot. Ich habe sie erlöst. Verdammt sei die untote Brut! Nimmt dieser Wahnsinn überhaupt kein Ende? Die Stollen sind wieder frei. Gut, wir schulden dir Dank, Vater des Mutes. Es gibt zumindest Erfahrungspunkte. Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Ja gut, Kumpel, ich war schon drin. Ich war im Tempel. Dann ist das Böse besiegt. Wir stehen in deiner Schuld. Geh zu Julio und bringe ihm die erfreuliche Nachricht.
Er wird unsere Schuld bei dir einlösen. Was kriege ich? Gerade 1000 Erfahrungspunkte. Da bist du wegen für meinen Geschmack. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mit 2 Waffen. Stärke. Nein. Was soll denn dieser Julio sein? Oh Gott, lauter Truhen. Ach, das ist er. Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Beliars Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Das Geschäft ist abgeschlossen. Basir ist tot. Und Beliars Macht wächst weiter. Ich werde dafür sorgen, dass man davon erfährt. 500 Gold, ja gut. Wie kann ich helfen? Hört euch das an. Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, kommt zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich danke dir, Vater der Tapferkeit. Ich wusste es. Direkt als ich dich gesehen habe, wusste ich, dieser Mann wird uns retten. Ja, ja, schon gut. Genug der Worte. Lass mich dich mit Gold überschütten. Wow, schön. Das haben wir gut abkassiert. Genauso stelle ich mir das vor. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen, eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt, doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Innos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut, einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Beliars rasender Zorn ihn ereilen. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erai verlassen. Und er war nicht allein. Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm, aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Ja gut, eine neue Aufgabe. Wir sollen die Erzdiebe finden.